Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem bayerischen Derby beim FC Augsburg. Ja, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert sehr gerne den Kanal, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Däumchen, Kommentar fürs Video, ihr könnt jetzt auch hypen, wenn ihr übers Handy guckt, dann hypt dieses Video. Geil, oder? Was alles so geht. Gut, Leute. Würde ich sagen, wir schnacken gar nicht lang und gehen rein in den Bums. FC Augsburg. Servus, willkommen mit unserer Belegschaft, unserer Kompanie und Christoph Freund natürlich und euch in einer angemessenen Zahl. Mit der ersten Frage bitte Felix Röderer für die Antenne Bayern in der Reihe 2. Hallo zusammen. Erstmal eine Frage an den Coach Vincent. Ihr Gegenüber ist neu in der Bundesliga, Sandro Wagner. Wie schwer ist es denn, sich auf so einen neuen Trainer vorzubereiten und was halten Sie von ihm? Und eine Frage an Herrn Freund. Sie haben letztes Mal gesagt, es kann noch was passieren bis Montag. Wie positiv sind Sie denn, dass noch was passiert? Und könnte es vielleicht auch sein, dass es am Ende dann vielleicht nicht nur ein Neuzugang ist, um nochmal mehr Breite reinzubekommen? Ja, also ich würde erstmal sagen, dass es insgesamt faszinierend ist immer. Weil das ist letztendlich ein Neuzugang zu der Bundesliga. Das sind neue Ideen, neue Herausforderungen für. Ich denke auch, dass der Sandro der Bundesliga ganz gut tut, so vom Typ her. Ich hoffe, dass er erfolgreich sein wird. Gegen uns muss das jetzt nicht unbedingt der Fall sein, ja. Aber ansonsten wünsche ich ihm nur das Beste und ich denke, er ist halt einfach auch ein Typ, ja. Also wie gesagt, als Spieler fand ich ihn jetzt nicht so geil, aber wenn man sich mal mit der Person, mit dem Typen Sandro Wagner auseinandersetzt, ist er schon auf jeden Fall ein straighter Typ. Und das mag ich, das gefällt mir. Und von daher wünsche ich ihm nur das Beste. Für uns als Trainersteam, aber natürlich abgesehen gegen uns, ne? Als Mannschaft auch immer. Und deswegen finde ich es immer. Ja, dann studiert man natürlich die Gegner ein mit ganz, ganz viel Interesse. Und von Persönlichkeit kenne ich ihn nicht. Also ich weiß natürlich, was er in Vergangenheit in Unterhaching gemacht hat und auch beim Nationalmannschaft. Aber letztendlich geht es über die Spiele morgen und ich hoffe einfach nur, dass wir wieder unsere Leistung von letztes Spiel in der Bundesliga gegen Leipzig wiederholen können, damit wir die beste Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Ja, meine Prognose diese Saison, wir werden uns auswärts schwieriger tun wie zu Hause. Das hat die letzte Saison schon in der Champions League so ein bisschen gezeigt. Wenn ich das Pokalspiel jetzt sehe, ja, vielleicht liege ich falsch, mal abwarten, aber wird auf jeden Fall kein leichtes Spiel morgen, denke ich. Ja, da gibt es nicht wirklich einen neuen Stand. Also es ist ja noch offen, das Transferfenster. Jetzt noch 4 Tage offen. Also ich bin grundsätzlich positiver Mensch und bin auch da positiv, dass noch was passieren könnte. Ich würde nichts ausschließen jetzt, was noch passieren wird. Aber aktuell gibt es Gespräche, aber noch nichts Neues zu verkünden. Aber Fragen? Ja. Ich habe es schon in den Mitglieder-Talk-Video gesagt. Es ist natürlich super schwierig. Ja, was willst du jetzt irgendwie? Du musst halt wirklich hoffen, so, wenn du jetzt Chelsea nimmst, dass da keine Angebote mehr reinkommen und die ihre Spieler nicht loswerden und dann sich denken, ja komm, drauf geschissen, dann verleihe ich den Verein ja, damit ich ihn von der Gehaltsliste wenigstens habe. Ansonsten, wo willst du einen Spieler ausleihen, der dich weiterbringt? Wo der abgebende Verein, das ist ja schon ein Niveau, ja. Das ist ja mindestens, du musst ja mindestens ein Niveau haben eines, ja, vielleicht nicht Luis Diaz, einen Tacken da drunter, aber dieses Niveau musst du ja schon haben, ansonsten brauchst du keinen Spieler ausleihen, macht ja keinen Sinn. Ja, was willst du? Willst du jetzt einen Spieler auf dem Niveau von Lennart Karl ausleihen? Macht keinen Sinn, so, ja. Also, du musst schon jemanden ausleihen, der Niveau hat und der abgebende Verein verliert natürlich dann auch einen Spieler mit einem gewisses Niveau. Und der muss dann auch sagen, ja komm, ich brauche keine Ablösesumme, ich verleihe den einfach. Ja, weiß ich nicht, ist ein super schwieriger Job, ja.
da wirklich einen Spieler zu finden, der dich weiterbringt, der sinnig ist, der dann vielleicht sogar noch eine Kaufoption hat, sodass er wirklich richtig einschlägt, du die Chance hast, ihn dann auch zu behalten. Boah, das ist wirklich eine Mammutaufgabe. Ich bin sehr gespannt, was man da aus dem Hut zaubert. Ja. Also, ja. Und vor allem muss es dann ja auch eine Kaufoption sein, die Sinn ist. Ja, wenn man jetzt so hört, ja, kannst du einen Jackson ausleihen, man hat dann eine Kaufoption von 80 Millionen. Ja, sorry. Also das sind Sphären, das geht beim FC Bayern nicht. So, ja, das muss man mal klar sagen. Also, ja, wird sehr, sehr, sehr interessant zu sehen sein, ob da noch was passiert oder nicht. Ich sehe das jetzt aber auch nicht ganz so kritisch in der Offensive jetzt. Ich denke, wenn wir in Wiesbaden was gezeigt hat, dass wir eher in der defensiven Position Probleme haben, aber gut. Gibt es weiterhin Curry Howe für Sky, bitte. Ja, an den Coach einmal die Frage zum Personal. Sind alle Spieler soweit dann auch gesund aus Wiesbaden zurückgekehrt? Und mich würde interessieren, weil Sie hatten ja so wenig Zeit, nachdem Sie jetzt zurück waren. Wie wird so ein Spiel nachbereitet? Auch die Fehler, kriegen die Spieler Videomaterial mit nach Hause? Gibt es heute nochmal eine Sitzung dazu? Wie kann man sich das vorstellen? Danke. Ja, also heute gibt es auf jeden Fall eine Sitzung, aber wir haben natürlich die Zeit genutzt auf dem Bus. Aber insgesamt sind wir das auch gewöhnt. Ich muss sagen, ich habe gestern natürlich die Champions League Auslösung geschaut und dann gab es auch dieses Away Game in Almaty, bis 12 Stunden im Flugzeug und muss auch was. Ja, das ist so. Und ich meine, wir sind das schon gewöhnt, diese Reise zu machen, zurückzukommen und dann irgendwie vorbereitet zu sein für das nächste Spiel. Und dieses Club WM natürlich war auch so ein bisschen ähnlich und das ist für uns jetzt nichts Neues. Das Wichtigste eigentlich ist die Recovery von den Spielern. Das ist das Allerwichtigste und da haben wir Gäste für genützt und dann haben wir heute noch ein Abschlusstraining. Natürlich kannst du nicht sehr, 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 sehr viel auf dem Trainingsplatz mehr ändern oder machen, aber die Jungs sind schön gewohnt, auch einfach mit Bildern und Informationen das anzupassen, was wir anpassen müssen. Personal sind. Ja, anpassen müssen wir immer die defensive zentrale Mittelfeldposition, meiner Meinung nach. Und wenn alles gut läuft, heute alle dabei. Nächster Stefan Kumberger für Sport 1, bitte. Guten Morgen in die Runde. Herr Freund, was sagt Sie über den FC Bayern oder auch über den Spieler selbst aus, wenn Nick Woltemade nicht bereit war, ein Jahr lang auf den FC Bayern zu warten? Uli Hoeneß hat ja schon angedeutet während der Club-WM, dann probieren. Ja, gut. War klar, dass die Frage kommt. Meine 2 Cents dazu. Leute, vergesst mal eure Fußballromantik. Ich habe es letztes Jahr schon bei dem einen oder anderen Thema gesagt. Es gibt keine Fußballromantik mehr im Fußball. Ja. Das ist einfach so, Leute. Wer jetzt gedacht hat, so, ja, ich meine, ist noch nicht durch der Transfer, warten wir mal ab, ja. Aber wer jetzt irgendwie gedacht hat, ja, der Wolle, der kommt nur zum FC Bayern. Nee. Ja, denen geht es nicht darum, beim FC Bayern zu spielen. Denen geht es vielleicht darum, beim etwas besseren Verein zu spielen. Aber in erster Linie geht es ihm darum, die Kohle zu verdienen. So, der ist 23, der hat bisher in seiner Karriere nichts gerissen. So ehrlich muss man sein. Hat ein gutes halbes Jahr gehabt, eine starke U21-EM gespielt. Aber was wird der in Stuttgart verdienen? Ja, das ist, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ist es überhaupt 1 Million oder was? Wahrscheinlich nicht. So. Ja, der weiß halt auch, wie schnell kann es vorbei sein. Eine schwere Verletzung, kommst nicht mehr zurück. Und wenn er die Chance hat, einen guten Vertrag zu kriegen, jetzt für 3-4 Jahre, Leute, der ist 23. So, ja, dann schlägt er zu. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Punkt. Ja. Es gibt halt diese Fußballromantik nicht mehr. Es gibt keine Spieler mehr, die sagen, oh ja, ich spiele beim FC Bayern, weil es der FC Bayern ist. Das gibt es nicht mehr. Punkt. Das gibt es vielleicht noch bei einem Jugendspieler, der aus der eigenen Jugend kommt, aber das war es. Ja, auch ein Michael Olisse, wenn wir das mal als Beispiel nehmen. Oder nehmt das Beispiel Musiala. Musiala spielt noch beim FC Bayern, weil der FC Bayern ihm bis zu 25 Millionen Gehalt zahlt. That's the point. Ja. Wenn das anders wäre, hätte er sich mit 10, 15 zufrieden gegeben. Hat er nicht. So, ja. Dasselbe wird, guckt euch Upamecano an. So, der Vertrag ist auch nicht verlängert. Der wird den Verein sehr wahrscheinlich verlassen nächste Saison. Es sei denn, wir schießen ihn im Winter 30 Millionen Handgeld in den Arsch. So,
Ja, vergesst mal diese Fußballromantik. Es gibt keine Spieler mehr, die sagen, oh ja, klar, kein Problem, ich warte noch ein Jahr. Meint ihr, wenn der Woldemar jetzt ein gutes Jahr gespielt hätte Stuttgart nächstes Jahr gesagt, ja komm, für 60 könnt ihr ihn haben? Nee, dann hätte Stuttgart auch gesagt, ja komm, hau mal die 80 Meter auf den Tisch hier. Ja. Also, weiß ich nicht. Ja, da muss man sich jetzt auch keine falschen Gedanken machen und muss auch nicht denken, irgendwie, dem Spieler das irgendwie vorwerfen. Ich mache mal das Bild hier ein bisschen. Ja, also das ist auch gar nichts gegen ihn oder so. Leute, so ist das Geschäft. Ja, jetzt mal ernsthaft. Also, da gibt es auch nichts zu kritisieren. Nochmal, der ist 23, der hat in seiner Karriere noch nichts gerissen, hat noch nicht jetzt die fetten Millionen verdient. Und wenn er dann die Aussicht hat, ja geil, ich kann die jetzt verdienen, der weiß doch auch nicht, was in einem Jahr ist. Ja, wie gesagt, der kommt aus dem Nichts ein halbes Jahr. Sorry, vielleicht geht der in England unter, Alter. Ja, ist ihm dann scheißegal, weil er seine 10, 15 Mille Jahresgehalt kriegt. Oder mehr, was weiß ich. Ja, also, Leute, ich habe es damals, wie lange ist das Coman-Video her? 4, 5 Jahre. Da habe ich meine Fußballromantik verloren. Ja? Und ich kann das nur jedem raten. Ihr müsst ein bisschen realistischer werden. Es gibt diese Fußballromantik nicht mehr. Du bist halt 26. Es ist einfach ein Business. Durch und durch. Boah, ich will mich jetzt da gar nicht beteiligen an Spekulationen. Da glaube ich, gibt es jetzt das Gerücht, oder ich weiß nicht, wie weit das ist, dass er wechselt, ist auch jetzt nicht unser Thema, aber es sagt einfach grundsätzlich aus, wenn man sieht, wie viele Spieler, jetzt auch Top-Spieler von der deutschen Bundesliga in die Premier League gewechselt sind in den letzten 12 Monaten, jetzt auch in dieser Transferzeit, welche Summen da fließen, dass unglaublich viel Geld im Spiel ist. Ja, wenn wir das fast noch kurz aufmalen, bevor ich den Christoph ausreden lasse, das ist natürlich ein Trauerspiel. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ein absolutes Trauerspiel. Alles, was ansatzweise einen Tacken über internationalem Niveau hat, verlässt die Bundesliga. Ja, also so krass, wie es dieses Jahr war es noch nie. Ja, und die Entwicklung wird sich nicht ändern. Die Entwicklung wird sich nicht ändern. Ja. Und wenn sich dann die Spieler noch gegen den FC Bayern entscheiden oder die Vereine sich gegen den FC Bayern entscheiden, so wie Stuttgart dann getan hat, dann müssen sich die Vereine auf der anderen Seite dann aber auch nicht in 3, 4 Jahren dahinstellen und erzählen, oh ja, wir bekommen ja gar kein Geld mehr, weil die Bundesliga so super uninteressant ist. Ja. Weil das wird sie natürlich, wenn alle guten deutschen Spieler, die dein eigenes Land verlassen. So, ja. Das ist immer so eine zweischneidige Geschichte, ja, und ich weiß nicht, inwieweit man so weit denkt. Aber wenn Stuttgart jetzt sagt, oh, die 60 Millionen von Bayern reichen uns nicht, wir nehmen jetzt 80, 85 aus England, ja, sorry, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass die Bundesliga irgendwann keine Sau mehr interessiert, weil einfach keine guten deutschen Spieler mehr in der Bundesliga spielen, außer beim FC Bayern. So, ja. Und selbst der hat dann nicht die deutschen Spieler. Ja, also, ich meine, ihr seht ja, dass es selbst schon für uns schwer ist, den einen oder anderen Spieler zu verpflichten oder im finanziellen Rahmen, und das wird die kommenden Jahre nicht besser werden. Ja. Ist, dass sie brutal. Es sei denn, 50+1 fällt, und es sei denn, es gibt dann Vereine, die Tür aufmachen. Alle Möglichkeit haben in der Premier League, nicht nur 1 oder 2 oder 3 Vereine, viele Vereine. Newcastle ist ein guter Verein, aber jetzt nicht oberste Kategorie die letzten Jahre. Von dem her sieht man, wie viel Geld da im Umlauf ist. Das ist schon extrem, und dass sehr, sehr viele Topspieler von der deutschen Bundesliga auch dahin gewechselt sind. Sehr viel Geld von der Premier League in die Bundesliga geflossen, aber auch sehr, sehr viel Qualität in die Premier League gewechselt ist. Eine Reihe dahinter Manuel Bunke für TZ und Merkur. Herr Freund, ich hätte noch mal eine Anschlussfrage, Thema Woltemade. Wenn so ein Spieler, der ja bei Bayern gehandelt wurde, man hat verhandelt, es sind Ablösesummen abgeschmettert worden aus Stuttgart, wenn der dann wirklich sagt, okay, ich suche mir einen anderen Verein, ist man da im Austausch mit dem Spieler, mit dem Berater, irgendwie gebietet sich das der Höflichkeit nochmal, dass die dann auch transparent arbeiten und euch da... Was soll denn der Berater? Soll er jetzt zum FC Bayern kommen und sagen, ja, pass mal auf,
da wir jetzt nicht zu euch, weil ihr euch nicht geeinigt habt mit Stuttgart, gehen wir jetzt woanders hin. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ja? Das ist Business. Das ist reines Business, Leute. Nichts anderes. Wie gesagt, vergesst Fußballromantik. Die Zeiten sind vorbei. Ja, Bescheid geben oder ist es wirklich so aus den Augen, aus dem Sinn? Nein, ich glaube, aus dem Augen, aus dem Sinn sicher nicht. Man führt Gespräche, man hat ja gewisse Beziehungen, aber natürlich, es gibt einen Markt, es gibt Möglichkeiten, die dann immer abgewogen werden müssen, von Spielerseite, von Vereinsseite. Da waren wir jetzt nicht involviert. Im Endeffekt ist es dann immer eine Entscheidung von dem Spieler, was für seine Karriere der beste nächste Schritt ist oder auch mit seinem Umfeld, mit seinem Berater. Von dem her, wie gesagt, wir sind da nicht involviert, wir können dazu eigentlich auch nichts sagen, aber die sind grundsätzliche Aussagen, wenn man mit den Spielern im Gespräch ist, dass man dann ja nicht aus dem Augen, aus dem Sinn ist. Wie gesagt, es ist auch aus meiner Sicht kein Vorwurf an Nick Woldemade. Wie gesagt, der Spieler kommt aus dem Nichts, hat ein gutes halbes Jahr hinter sich und hat in seiner Karriere noch nicht die großen Millionen verdient. Und wenn er die jetzt verdienen kann, dann nimmt er sie. Ja, wer würde das von uns nicht tun so? Ja, wer sagt denn, dass sein Flow anhält? Ja, vielleicht ist er in 1,5 Jahren Geschichte. Ja, dann sitzt er aber immer noch bei Newcastle auf der Bank und zieht sich die Mille rein. Ja. Nächstes Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Ich hätte auch noch mal eine Nachfrage zu der Thematik. Uli Hoeneß hat ja gesagt, so sinngemäß, wenn er jetzt nicht kommt, dann kommt er halt im nächsten Jahr. War sich Bayern da vielleicht ein bisschen zu sicher in den Verhandlungen, nach dem Motto, wir kriegen ihn schon irgendwann? Ist doch gerade, was ich sagte. Warum sollte denn Stuttgart nächstes Jahr sagen, alles gut, wir geben ihn nächstes Jahr für 50 Millionen ab oder für 60 Millionen? Was ist das für eine Logik? So. Was ist das für eine Logik? Guck mal, eigentlich ist es doch ganz einfach. Entweder sagst du, oh ja, Nick Woldemade ist ein interessanter Spieler, ein gutes halbes Jahr, gute U21. Ich frage mal an bei Stuttgart, ob wir den für 40 Millionen bekommen. So. Wenn Stuttgart dann abschmettert und sagt, ey, wir wollen mindestens 75, dann ist das Thema durch. So. Oder Möglichkeit 2, du sagst, oh, das ist Nick Woldemade, der ist 23, der hat ein gutes halbes Jahr, aber ich bin voll von dem überzeugt, dass der unser neuer Harry Kane wird. Mit Harry Kane planen wir nur noch ein Jahr, damit wir da noch eine Ablöse generieren können. Und dann wollen wir den Nick Woldemade haben. Ja, dann musst du die 75 Millionen an Stuttgart zahlen, fertig. Punkt. Dann musst du die 75 Millionen zahlen, musst ihn holen, der ist 23, der hat 10 Jahre vor sich. Dann hast du die nächsten 10 Jahre Ruhe. So, das wären diese beiden Optionen gewesen. Aber du kannst doch nicht anfangen und sagen, oh ja, der kommt jetzt dieses Jahr nicht. Dann kommt der nächstes Jahr. Weil was? Vielleicht sagt Stuttgart nächstes Jahr, sie wollen 110 Millionen haben und dann? Also, sorry, was ist das für eine naive Scheiße? Und eine Frage an Vincent Kompany. Sie kennen ja die englische Liga. Was ist dieser Reiz der Liga? Warum jetzt Spieler wie Woldemade Wirtz vielleicht doch lieber nach England gehen als zum FC Bayern? Was ist der Reiz dieser Liga? Der Reiz dieser Liga ist einfach das Finanzielle. Punkt. Ja, beim Florian Wirtz jetzt vielleicht nicht. Ja, der wird, weiß nicht, ob er vielleicht sogar weniger bekommt wie bei uns, gehaltstechnisch. Aber da ist es einfach genau der Typ schuld, der da sitzt. Was heißt Schuld? Ja, er hat kein Interesse gehabt an Florian Wirtz für sein System. So. Ja, der System sieht Musiala als Zehner vor, Punkt. So, Feierabend. Und nicht irgendwelche komischen Halbpositionsgeschichten. Wenn dem so wäre, hätte er einen Florian Wirtz vom FC Bayern überzeugt und dann wäre ein Florian Wirtz jetzt beim FC Bayern. Punkt. Das hat nichts damit zu tun, ob es dann die englische Liga ist oder nicht. Das hat dann damit was zu tun, dass da Liverpool kommt, die natürlich als Verein eine Ausstrahlung haben, die außergewöhnlich ist und dass da ein Trainer ist, der ihn voll überzeugt hat, dass das System auf ihn zuschneidet. Ja. So. Nick Woldemade, da habe ich gerade schon erzählt, was bei ihm der Gedanke ist. So, da ist nicht der Gedanke, oh ja, ich will jetzt unbedingt nach England, weil er hätte mit dem FC Bayern gar nicht verhandelt. Da ist einfach der Gedanke, ich bin 23 und habe noch nicht viel Kohle in meiner Karriere verdient und wer weiß, was in einem Jahr ist. Vielleicht habe ich eine schwere Verletzung, sonst was. Ist doch klar, dass der sagt, komm, da kommt jetzt ein Angebot, da kriege ich, was weiß ich, an Millionen. Ja, zack, bumm, gehe ich hin. Ist mir scheißegal, ob das Newcastle ist, ob das Watford ist oder ob das, was weiß ich, Getafe ist oder irgendein Galatasaray. Wenn die Kohle geboten hätten, würde da hingehen. So, ja. Das ist eine reine finanzielle Geschichte, was völlig okay ist auch. Ja. Ich glaube, der FC Bayern hat immer noch seinen Reiz. Aber natürlich hat die Premier League einen ganz anderen Reiz, wie es die Bundesliga hat. Einfach, weil da die besten Spieler spielen. Man sieht es auch gerade in Aladas aus der Bundesliga. Wir haben es sonst immer noch ganz gut hinbekommen, dass man die Spieler halten konnte in der Bundesliga.
Aber jetzt dieses und letztes Jahr ist es kein Halten mehr. Ja. Weil es über die englische Liga geht, werde ich das ganz kurz auf Englisch auch beantworten, wenn das geht. Yeah. Money. Ist so, Hätte ich Leute. auch auf Deutsch sagen können, das stimmt. Ja, das reicht. Mehr braucht man nicht sagen. Ja, so ist es einfach. Natürlich vielleicht noch der Reiz, keine Ahnung. Aber jetzt mal ernsthaft. Weiß ich nicht. Wenn du ein Spieler bist und denkst so, ja, ich könnte zum FC Bayern gehen, dann habe ich garantiert so die nächsten 10 Jahre 10 Titel in der Tasche. Egal welche Art Titel. So, oder du denkst so, oh ja, ich könnte nach England gehen, Newcastle United. Da werde ich die nächsten 10 Jahre, wenn ich Glück habe, vielleicht mal einen Pokal gewinnen. So, was ist das für ein Argument? Ja? Das ist natürlich das Geldargument. But the truth is, I always remember going with Burnley to the Premier League. So we played this game. We play the league in the championship. We qualify or we promote to the Premier League, and then all of a sudden you have TV money coming in, and it's 100 million for promoted teams, and then it starts for the other teams, all the way to the top. So you go from a budget from 25 million, 30 million a year to all of a sudden having a budget of 120, 130 million a year, which in the Bundesliga would compete maybe with the top 8, top 6 in the Bundesliga. And all of a sudden we're competing on the market, and I'm talking with Burnley because we're competing on the market with Frankfurt for players, and we're competing on the market with Wolfsburg for players. And we just came up. That's the reality. When Sunderland is now buying players, they're buying from Leverkusen, and they're competing with AC Milan, and that's just a financial reality. Now, the reality is when you have that 100 million and you come into the Premier League, it means nothing because everybody else has got even more. So it's just the nature of. Ja, und das ist das Interessante, was er sagt, ne? Wenn du mit Burnley dann mit Vereinen wie Frankfurt oder Wolfsburg konkurrierst oder Sunderland mit Vereinen wie AC Milan, ja, es ist halt einfach nur noch ein Geschäft. What they've been able to develop there over many, many years, especially with the TV money, like I say, and how they've promoted the league internationally. I don't think it's a debate for just Bayern Munich. I think it's a debate for the Bundesliga to find a way to remain competitive. But the positive thing is all the players who are going to the Premier League, it's not like they've had 5 or 6 years of being top players in the Bundesliga. They did 1 or 2 years and then they went. So it means that we're going to have more players coming through this year, and there will be the new superstars this year. So there won't be a lack of quality, I don't think. But to keep the best players. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass man Verlust also so ein Florian Wirtz, du bringst sich jedes Jahr einen Spieler wie Florian Wirtz raus in der Bundesliga. Ja, das muss man mal sagen. So, Nick Woldemade, alles gut. Ja, wie gesagt, gutes halbes Jahr, Punkt. Aber dass man natürlich schon Verlust hat, gerade wenn wir dann darüber reden, wir werfen dann mal einen Blick in die deutsche Nationalmannschaft und dann spielen auf einmal von 20 Spielern 15 in England, ja, dann weißt du, wo der Hase hoppelt. So, ja. It's a German Bundesliga discussion. Ja, wenn wir jetzt so viel über Nick Woltemade sprechen, ich weiß es nicht, ob er dorthin wechselt, wir wissen es nicht, es wird spekuliert, darum will ich da jetzt nicht in Details drauf eingehen, aber allgemein gesehen ist es, glaube ich, schon so, dass Bayern München ist ein sehr, sehr großer Verein, ein sehr, sehr attraktiver Verein, die Spieler fühlen sich sehr, sehr wohl hier, wir können, die Jungs können hier Titel gewinnen, können international, sehr interessante Optionen können wir ihnen bieten, national sowieso, von dem her, es ist immer die Entscheidung von den Spielern, wo sie hingehen, wo sie ihre Karriereschritte setzen wollen, aber wir als Bayern München sind sehr, sehr attraktiv, das merken wir auch immer wieder, wenn wir mit Spielern sprechen, aber trotzdem, wie vorher auch schon gesagt, die Premier League hat natürlich auch große Argumente. Ich denke, was unser Faktor ist, sieht man bei Harry Kane. So, ja. Ist natürlich schwierig, aber wenn du dann so einen Spieler hast, der weiß, ich habe noch 3 Jahre auf hohem Niveau oder 4 und ich möchte in den Jahren gerne Titel gewinnen, ja, dann ist es natürlich ein No-Brainer, zum FC Bayern zu wechseln. Punkt.
Ja. Ist natürlich was anderes, wäre er jetzt von Tottenham nach Manchester gegangen, nach Manchester United. So, wir sehen, wo die gerade rumdümpeln. So, ja. Das ist natürlich ein Punkt, den wir haben. Und dass du halt auch immer die Möglichkeit hast, zumindest auf dem Papier, in der Champions League eine gute Rolle zu spielen. Ja? Aber einen Champions League-Sieg kann dir keiner garantieren. Keiner. Ja, das geht halt einfach nicht. Und da ist es auch egal, ob du ein englischer Club bist oder nicht. Ich meine, wir haben es gesehen, ja, in der letzten Champions League. Momente, finanziell spielen sie ein bisschen in einer anderen Liga. Von dem her ist es immer die Entscheidung vom Spieler, welche Schritte er in seiner Karriere machen will. Aber wir als Bayern München sind auch sehr, sehr stark und sind uns unserer Rolle schon bewusst. Dann nochmal die Bildzeitung, bitte, Nikolaus Linner. Servus zusammen. Auch dazu nochmal, aber grundsätzlicher. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass ja, ein Verein aus der dritten Reihe in England sich einen Spieler leisten kann, bei dem Bayern vielleicht sagt, der ist uns aktuell so zu teuer. Wie kann... Naja, ist ja, was ich gerade sagte, ja. Wenn man von diesem Spieler restlos überzeugt wäre, dass das der Spieler ist, die kommenden 10 Jahre, ja, jetzt mal ernsthaft. Ob du dann jetzt die 60 Millionen, die du geboten hast, angeblich, plus 5 Bonus, oder ob du gesagt hättest, ja komm, dann kriegst du 75 und drauf geschissen, Alter. So, was sind jetzt die 15 Millionen, die hat Paul Wanner eingebracht? What the fuck, über was reden wir? Ja. So, entweder bist du von dem Spieler überzeugt, ja, dann musst du den kaufen. Ich hätte das natürlich zerrissen in der Luft, wenn wir das Geld gezahlt hätten. Keine Frage, aber aus Vereinssicht, heute entweder bist du überzeugt, dass der Spieler ist für die nächsten 10 Jahre, dann musst du den verpflichten und wenn es 15 Millionen mehr sind, sind es 15 Millionen mehr wie ein Popz, Alter. Was für Luis Diaz für 68 Millionen mit Bonus 75, 80 Millionen gezahlt für einen 28-Jährigen, der wird im Januar 28, so, was ist das? Ja. Das können wir auch mal auseinandernehmen. So, da macht es ja noch mehr Sinn zu sagen, ich nehme Nick Woldemade, der 23 ist. Also. Oder was kann und muss der Verein vielleicht machen, um langfristig da konkurrenzfähig zu bleiben? Ja, klar, attraktiv, aber es ist natürlich jetzt schon eine Masse an Spielern, die darüber geht und sagen, finanziell mithalten wird auf Dauer schwierig. Ja, darum müssen wir unseren Weg gehen. Wir können das nicht kopieren oder irgendwas gleich machen wie englische Vereine. Wir sind Bayern München, wir spielen in Deutschland, wir bewegen uns auf unserem Markt, aber es gibt viele gute Spieler und wir müssen die richtigen für uns finden. Wir müssen die richtige Mannschaft zusammenstellen. Wir müssen mit unserer Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, erfolgreich sein. Und es ist ja auch so, dass trotzdem international die Engländer haben schon lange das meiste Geld und trotzdem gibt es immer wieder auch andere Vereine, die da mithalten können, weil sie clevere Transfers machen, weil sie gutes Trainerteam zusammenstellen, eine Art und Weise von Fußball spielen, die zusammenpasst. Das ist ja auch ein Teamsport, einzelne Spieler gewinnen keine Titel, es muss auch die Mannschaft, es muss alles zusammenstimmen und ich glaube, das ist ja auch das Schöne im Fußball, dass man sich durch andere Möglichkeiten, durch eine Mannschaft, durch Energie, dass man sich auch Sachen erarbeiten kann und das ist unser Ansatz und das wird es auch in Zukunft sein. Ja, gehe ich 100% mit. Ich habe es gerade schon gesagt, nehmt nur die Beispiele Manchester City, nehmt dieses Beispiel PSG, wo PSG mit Messi, mit Neymar, mit Cavani oder was die alles da vorne drin hatten, haben auch keine Champions League gewonnen. Ja. Natürlich, Geld hilft ungemein, aber es bringt halt auch nichts, Geld zu nehmen, die besten Spieler der Welt zu verpflichten und das Ganze ist kein Team, hat keinen vernünftigen Trainer, ist keine vernünftige Mannschaft, dann bringt dir der ganze Bums nichts. Ja. Und das ist, was ein Christoph Freund gerade sagt. Und so ist es auch. Ja, so ist es auch. Und wir sind trotzdem einer der umsatzstärksten Vereine der Welt. So, Punkt. Ja, also es ist nicht so, dass die ganze Premier League vor uns steht. Das darf man halt auch nicht vergessen. Aber klar sind bei uns finanzielle Grenzen da. So. Und das ist auch gut so und das ist richtig so. Ja. Und deswegen, wie er es gerade sagt, man muss seinen eigenen Weg finden. Ja. Und Punkt. Was gibt's noch außer Geld? Julian Wolf vielleicht für die Welt? Ja, so ist es aber im Fußball. Ja. Fußball ist halt nur noch ein Geschäft. Ja, auch wenn er sich anders vermarktet und anders gibt manchmal. Aber wer sich ein bisschen mit der Materie mehr auseinandersetzt, wird schnell merken, dass es nur noch ein Geschäft ist.
Ja, jetzt ist der Druck groß. Nein, geht wirklich nicht um Geld. Zu Augsburg nochmal, Vincent. Sie haben eben schon gesagt, Sie kennen Sandro Wagner persönlich nicht, aber ein neuer Trainer bringt immer neue Ideen ein. Und er hat schon so sinngemäß gesagt, wir werden alles attackieren, was rennt auf dem Rasen. Was erwarten Sie für ein Spiel morgen und wie schwierig wird das morgen? Das muss man immer sehen. Also ich gehe immer davon aus, dass das gegen Bayern Gewinnen wie ein Titelgewinn ist für jede Mannschaft, wo wir spielen. Das haben wir auch in die paar Mal, wo wir verloren haben letzte Saison, haben wir auch gemerkt, dass es viel wert ist für jeden Verein, jede Mannschaft, wo wir spielen. Und ich glaube nicht, dass eine Mannschaft am Anfang der Woche anfängt zu arbeiten und nicht sagt, wir werden gegen Bayern alles machen, alles versuchen, das Spiel zu gewinnen. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist, wie hungrig wir sind und wie viel Bock wir haben auf diese Spiele. Es gibt keine, wenn es nur über Qualität geht, dann klar, dann ist Fußball, dann weiß jeder, dass wir in Bayern München sehr, sehr viel Qualität haben, aber wir wollen nicht nur auf Qualität, wie sagt man das, beurteilt werden. Wir wissen, dass wir auch für die Basis, dass wir da auch sehr, sehr viel bringen. Und die Basis ist harte Arbeit, Kämpfbereitheit und gute Spiele, die laufen und auch kein Problem haben, ein bisschen durch die Schmerzgrenze hinzugehen. Also das ist unsere Gedanke, unsere Mentalität und danach bleibt es Fußball. Das haben Sie Mittwoch auch gesehen. Alles kann immer passieren, aber letztendlich, was für uns, was wir mitnehmen, ist unsere Basis und das ist dieses Hunger wieder, auch morgen. Nächstes Marc Gabel in Reihe 1 für RTL, bitte. Grüß Gott zusammen. Auch in der Champions League geht es um viel Geld. Erst recht, wenn es gegen solche Gegner geht, wie die Sie sprechen immer über Geld. Tatsächlich, ja. Aber ist halt so. Wie oft haben Sie geschluckt gestern, als dann die Auslosung war und dann die Reihe immer länger wurde? Chelsea, Paris, Arsenal, das ist ein ziemlich mächtiges Programm in der Vorrunde. Aber ich weiß nicht, ob ich der Einzige war, aber Sie haben das auch nicht gehabt. Wir waren natürlich die erste Name und dann auf einmal Duck und das war die ganze Tabelle da. Und ich habe ein bisschen gebraucht zu verstehen, okay, das sind jetzt die Gegner für uns. Ja, Sie haben es genannt, es gibt auch 2 Premier League Vereine, also Chelsea, Arsenal und dann PSG, die werden sich auch die gehören auch zum Favoriten von dieses Wettbewerb. Dann gibt es natürlich auch zwei Spiele gegen belgische Vereine, was für mich auch natürlich ganz speziell ist. Ich weiß nicht, also wir haben auf jeden Fall gelernt letztes Jahr, das ist es ist immer schwierig, diese ganze Kontakt zu haben, weil wir nicht gegen die gleichen Vereine spielen und trotzdem sind wir in die gleiche Tabelle. Und ja, das ist auch das Einzige, was ich zu kritisieren habe in dieser Champions League-Reform. Wie gesagt, mach einfach die 4 Neuner-Gruppen und alles ist doch fein. Ja? Jeder spielt gegen jeden einmal und gut ist. Deswegen, wir wissen, 6 Spiele gewinnen, das ist Top 8, 4 Spiele gewinnen, das ist wahrscheinlich weiterkommen und dann diese extra Runde. Und PSG hat Titel gewonnen obwohl die diese extra Runde gespielt haben. Das heißt, wichtig ist weiterzukommen. Natürlich wollen wir über die beste 18 sein, aber wir haben natürlich diese 3 Spiele auch gegen andere Favoriten und am Ende trauen wir immer, dass wir dabei sind im Finale und trauen wir immer, dass wir eine erfolgreiche Saison haben in die Champions League. Aber leicht wird es nicht sein und über 14, 16 Spiele die Beste zu sein in Europa. Das ist schon eine Herausforderung. Ja, das war klar. Es wird ja richtig attraktive und große Gegner geben. Jetzt ist der aktuelle Titelverteidiger, dann der Weltmeister, der neue Clubweltmeister. Also von der Attraktivität einfach Top-Spiele. Es ist ein sehr, sehr interessantes Format. Ich glaube, die Fans haben es auch sehr gut angenommen. Letztes Jahr war noch alles neu, da hat man nicht so gewusst, wo geht das hin, was wird da passieren. Aber man sieht auch bei der Auslosung, es sind viele, viele attraktive Paarungen für den Fußball, glaube ich, grundsätzlich sehr, sehr interessant und für uns eine große Herausforderung. Aber es ist die Champions League, da spielen die Besten mit und wir freuen uns auf die Spiele. Ich glaube, morgen Mittag oder so wird festgesetzt werden, wann dann genau die Spiele sind. Dann werden wir sehen, wie wir reinstarten, aber ja, wird wieder sehr, sehr interessant und attraktiv werden.
Machen wir noch 2 Fragen bitte aus der letzten Reihe. Ja, in der Mitte. Marius Epps von Absolutes Fußball, hallo. Meine Frage an Herrn Kompany. Die Saison hat jetzt gut begonnen, Ihre Mannschaft hat sich gut präsentiert, einen Titel geholt. Sie sind jetzt als Trainer verantwortlich für einen sportlichen Erfolg. Sie machen jede Woche die Aufstellung. Steht, glaube ich, außer Frage, dass die erste Elf beim FC Bayern die Qualität hat, jede Mannschaft in Europa zu schlagen. Jetzt ist in der Offensive die Personaldecke doch sehr dünn. Da werden Sie mir wahrscheinlich nicht widersprechen. Wie viel Angst haben Sie davor, dass sich ein Leistungsträger wie Harry Kane, Michael Olise verletzt und Sie den nicht gleichwertig ersetzen können? Ja, also Sie haben eigentlich meine Rolle auch gut beschrieben. Ich mache die Aufstellung und ich versuche die Energie reinzubringen in die Mannschaft für jedes Spiel. Ich glaube, dass wir viele Leute haben, die über diese Sache kommunizieren können im Verein. Ich mache das intern sehr oft. Wir sind immer im Austausch, wir sind sehr, sehr aktiv, sehr dynamisch. Aber jetzt in die Öffentlichkeit, glaube ich, ist es wichtig, dass wir nicht zu viele Stimmen hören und dass wir ganz in Ruhe unsere Arbeit machen können, damit wir lösen, was wir lösen müssen, aber auch, dass die Jungs, die spielen, dass sie auch nicht vergessen, dass so morgen werden wir keine, die Jungs, die morgen da sind, die sind auf jeden Fall, haben die Kapazität, das Spiel zu gewinnen und das ist für mich das Wichtigste für die nächsten 24 Stunden. Dann der junge Kollege noch, bitte kurz vorstellen, ja? Ja, Tim Kilker, Sat.1 Bayern, Praktikant. Hallo. Frage nochmal zum... Was heißt das, Praktikant? Kurzfristig, halbes Jahr. So wie ein Leihspieler. Wie ein Leihspieler. Sozusagen. Eine letzte Frage noch zum Augsburg-Spiel. Herr Kompany, würden Sie die Partie als ein echtes Derby bezeichnen? Ja. Und falls ja, was bedeutet so ein Derby für Sie? Wenn wir mit Bus fahren, ist Derby. Also ich glaube, wir fliegen überall. Also nein. War Wiesbaden auch der? Fast. Und Tirol auch. Ja, wir sind auch mit Bus gefahren Sonntag. Nein, ist schon ein Derby. Dieses Gefühl auf jeden Fall habe ich. Und es war in der Vergangenheit nie leicht für Bayern auswärts in Augsburg. Und das hat auch seine Gründe. Und das wird wieder ein ganz besonderes Spiel sein. Aber ich glaube, dass es ein Derby ist, ja. Dankeschön. Das war's mit der guten Laune. Fortsetzung folgt hoffentlich morgen. Bis dann. Servus. Ciao, Jungs. Ciao. Das war's mit der guten Laune. Was denn? Ja, war doch ein schöner Abschluss. Ja, ich denke, Winnie hat es wieder mal souverän geerdet alles. Ich bin sehr gespannt auf die kommenden paar Tage jetzt noch, bis die Transferperiode schließt. Und ja, dann können wir auch eine abschließende Bewertung des Kaders machen und so weiter für die kommende Saison. Ich persönlich sehe das alles nicht so wild. Ich denke, man muss es beim FC Bayern halt hinkriegen, dass man halt nicht satte Spieler wie Coman und Gnabry oder Sanés in der Offensive auf der Bank sitzen hat, dann lieber 2, 3, 16, 17, 18, 19-Jährige, die Hunger haben. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Aber das sieht natürlich jeder auch ein bisschen anders und auch da werden wir am Montag im Stream ein bisschen drüber quatschen. Und von daher, Leute, ich wünsche euch an dieser Stelle schon mal ein schönes Wochenende, ein gutes Spiel gegen Augsburg. Rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.